Onze Geschicht. Dit is de Geschicht van de Colonial Mennoniten, die in de 1920 jaren van Canada uit de twee provincies Manitoba en Saskatchewan naar Mexico, naar de staat Chihuahua, bij San Antonio de los Arenales, dem van derischen Cuauhtémoc, ansiedelten. In diesem Aufschnitt verhandelt George Rampel, de schrijver van deze Geschicht, meer van wat passiert aus de Reinlender Mennoniten bij de Kolonie bij Cuauhtémoc, Chihuahua in aanvangmerken en wie zich dingen daarna ontwikkeld hebben, en dan ook een aanvang van de General Conference werken in Cuauhtémoc. Onze Geschichte Nummer 52. Ditmal vertellen wir noch mehr davon, dat ook Kolonie op de Swift-Current Kolonie in Chihuahua Reinlenda worden, en wat dat daartoe gedaan heeft, dat zich Sachen in onze Geschichte änderten. Wir wollen hier, wenn wir davon vertellen, dat Swift-Current ook Kolonie in Chihuahua sich mit die noch sehr junge Reinländer Mennoniten-Gemeinde abschließen, nicht versägen zu sagen, und wo wir die Manitoba Reinländer ihre Arbeit in Chihuahua reicht oder anreicht, ja. Aber oldkolonische Bürgers helfen zu wollen, mal endlich von den menschlichen oldkolonischen Geboten loszukommen, dat wir nach meinem dafür holen eine edle Sache. Dat ist, zoals ich dat sei, lobenswert. Aber dat man diese Lied, wo sich auf der Swift-Current Siedlung in Chihuahua nu die Manitoba Reinländer Gemeinde anschloten, seht, sie sind dort geblieben, wat je al immer gewast sind, dat wir in Wirklichkeit maar eine halbe Wahrheit. Dan ihrem offiziellen Namen noch wären sie wohl all immer Reinländer Mennoniten gewast, aber im Volksmund hatten sie all sehr lang immer Oldkolonie geheißen. Und sie wären bis dato noch immer mit alle Oldkolonie Gemeinden bei Plautdietsch eingewast. Aber nu hatten sie sich mit so einer Reinländer Mennoniten totgeschlossen, wat sich 1957 von den Sommerfelder Mennoniten in Manitoba aufgetrennt haben und sich den Namen gegeben haben, wat die Oldkolonie offizielle Namen in Kanada all immer gewast war und auch in Mexiko noch immer war. Reinländer Mennonitengemeinde. No Predja J.A. Keller seinem beschrieben, dann ist die aufgeborene Sommerfelder nie Gemeindenamen Reinländer Mennonitengemeinde am 2. Mai 1958 offiziell fertig geworden und all ihre Prediger haben an dem Tag ihre Papieren erholen. Und nu wurde Manitoba Reinländer älteste die Oldkolonie in Mexiko anbilden. Sie wären dort geblieben, wo sie all immer gewast wären. Dat geht über mein Verstehen. Ältester Peter Rampel sind behaupten, dass die Oldkolonie auf der Swift-Current Kolonie all immer Reinländer gewast wären. Das wirkt von Anfang an sehr verwirrend, manch uns Oldkolonie. Weil wir Oldkolonie unsere Geschichte meist alle nicht gut genug weiten. Für den Reinländer Ältesten zu sagen, dass die Oldkolonie in Mexiko all immer Reinländer gewast wären, das ist entweder sehr unbedacht getan worden, oder dat es vielleicht sogar ein bisschen unabrechtig zu nennen. Einige von uns, die wir um unsere Oldkolonie ihre Geschichte, um die Beistoler ihre Geschichte, um die Sommerfelder ihre Geschichte und um die neue Reinländer ihre Geschichte in Manitoba ziemlich gut anweiten, wir sehen dort wenigstens so an. Rheinländische Leiter sehen zu unsere oldkolonischen Glieder, die blieben kriegt dort, was sie all immer gewast sind, die für sich zu gewinnen, für ihre Gemeinde. Und dort ist nicht ganz abrechtig. Das gute Ding wie all diesem ist aber, wir haben uns über die Jahre Oldkolonie in Rheinländer jensidig anerkennen gelehrt und dort Rheinländer viele Oldkolonie geholfen haben, von den menschlichen Rumreifen-Reden und kurzfristiger Verbot loszukommen, dort bleibt dort Sache und dort ist anzuloben. Nur meinem Dorfverholen aber hat das mal gar nicht so zugelassen worden, dass die aufgegangenen Sommerfelder sich den Gemeindenamen aneignen können, wohnen unsere Oldkolonie offizielle Namen all so lang immer gewast war. Dass dit Port von der Swift-Current Oldkolonie-Familie nu zu den Manitoba Reinländer gehören, das ändert nicht sehr viel an ihrem Denken
in ihrem Leben. Buiten dat ooms nicht steibelen en steile Militärortje Metzen brochten, zoals de oud-kolonische ooms in Mexico dat doen. Scholen blijven sozusagen krijgt zoals de al immer wären, en aan Gottesdienste ändert sich auch wenig. Aber sie dürfen nu alle mit Freiheit nicht mal rumreifen Traktors, aber auch Kurforte haben. Und dort hat einen großen Einfluss auf die Lied, wat op de Manitoba en Noordkolonie nog Oud-Kolonie wären. Bald nachdem dat de tweede groep zwiftkurrent Oud-Kolonische families naar Bolivia uitgewanderd wären op de zwiftkurrent Siedlung buiten ganz einzelne Oud-Kolonische Glieder, alle Oud-Kolonieën entweder Reinlender, Kleingemeinde oder Konferenzen geworden. Ein ganz kleines paar Oud-Kolonische families gingen an dieser Zeit eben noch die Gemeinde Gottes in Neustadt, Campo 101. Die Families, wat Reinländer worden, die nehmen all die oud-kolonische Kirchengebiete für sich an. Auch die Wendiglieder, in der Wendiglieder wonen noch Oud-Kolonier bleiben wollen, mussten ab der Manitoba-Kolonie nur die Kirche fahren, wenn sie am oud-kolonischen Gottesdienst teilnehmen wollen. Also wir ab der Zwiftkurrent-Siedlung in Mexiko mit einmal keine oud-kolonische Gemeinde mehr und auch keine oud-kolonische Kirchen. Als das geworden wir, dann fuhren sozusagen alle Lied durch mit Freiheit und mit freiem Gewissen Kurfortier. Aber hier wären da noch immer so eine oud-kolonische Lied, die da nicht volle Klarheit darüber hatten, auf Gumreifen, Traktors und Kurfortierbrocken vielleicht Sinn sein können. Denn die meisten oud-kolonische ooms hadden aan dat immer als eine Sinn angerechnet. Aber der Reinlender Gemeinde, der älteste Peter Rempel von Manitoba, hat die oud-kolonische Zwiftkurrenter, die sich mit seiner Hilfe als eine neue Reinlender Gemeinde organisierten, und voll davon überzeugt, dass das Gumreifen, Traktors und Kurfortierfahren nicht sind wir. Dass das gebaut oder Verbot über nicht Gumreifen, Traktors und Kurfortier brocken derben ein rein menschliches Verbot wäre, was nicht auf biblischem Grund stand. Viele Oud-Kolonier haben das auch al lang so angesehen. Aber mal auf die Zwiftkurrent-Kolonie, aber nicht mal auf die Zwiftkurrent-Kolonie, aber auch auf die Manitoba, Nord- und Santa Rita-Kolonien in Chihuahua. Und nu dat die Oud-Kolonier auf die Zwiftkurrent-Kolonie von dem Verbot, nicht Kurfortierbrocken zu derben, vrijgemerkt worden wären, da ich Reinländer waren, nu hat das auch bald sehr großen Einfluss auf die Oud-Kolonier und die Manitoba, Nord- und Santa Rita-Kolonien. Und dort hat wahrscheinlich viel dort beigetragen, dass ältester Bernhard Wieler von der Santa Rita-Kolonie 1980 auch noch mit einem Port von der zum ersten Mal zurückgebliebenen oud-kolonische Glieder Taub nach Bolivia uitwandert. En na deze uitwanderung halpen de Zwiftkurrentsche Reinländer, die zum zweiten Mal zurückgebliebene Oud-Kolonier auf der Santa Rita-Kolonie auch eine Reinländergemeinde gründen. Die Santa Rita oud-kolonische Kirchengebiete können die Reinländer aber nicht für sich annehmen und brocken, so als Reinländer dort auf der Zwiftkurrent-Kolonie gekonnt haben. Diese mussten sich ihre eigenen Kirchen bauen. Aber die wenigen Glieder, die auf der Santa Rita-Siedlung noch Oud-Kolonier bleiben wollen, die mussten doch auf der Nordkolonie nur die Kirche fahren, um oud-kolonische Gottesdienste beiwohnen zu können, während ihre eigenen Kirchen ledig stehen bleiben. Als nu auch noch auf der Santa Rita-Kolonie sozusagen alle Lied mit Freiheit ihre Traktors mit Gumreifen brocken und Kurfortier fahren dürfen, dann fangen auf der Manitoba-Kolonie und auf der Nordkolonie auch sehr bosig an, mehr und mehr Lied Kurfortier zu kaufen und zu brocken. Am Anfang waren Kurfahrer auf der Nord- und Manitoba-Kolonien noch von der Gemeinde ausgeschlossen. Aber bald kauften so viel Lied, Pickups und fuhren die, dass die oud-kolonische ooms auf diese beiden Kolonien sich auch geneidigt sagen, mit dem Ausschluss in der Wegen abzuhören. Wenn man von der Frauen wird, was haft dort Reinländer waren auf der Zwiftkurrent-Kolonie und auf der Santa Rita-Kolonie in Chihuahua, Mexiko, in unsere Geschichte Veränderungen gebracht, dann wird man vielleicht sagen können, das haft
Nummer 1 dort bijgedracht dat de oud-kolonische gemeentenleden op de andere beide kolonien door die schwinder ook koorvoorten brokken durven, ohne door weer uitgesloten te worden. Dan dat dietmaal bij de aanvangs 90 jaren, dan voeren niet meer sozusagen alle oud-kolonische breiden op de Manitoba-kolonie en op de Noordkolonie koorvoorten, maar ook alle ooms, buiten de 3 ältestas en 1 oude predja. Deze voeren, wanneer dat niet sehr weit te voeren weer, wo sie am Sonntag predigen sollen, noch mit vierten Buggy door. Aber wanneer dat te weit weer met ihrem Viertohan te voeren, dann leiten sie sich entweder von einem von ihren Sehens oder von einem Freund mit ihrem Koorvoortig naar de Kirche vieren. Der älteste op de Noordkolonie, Peter Peters, vertelt mij en jane tijdmal wo hij en hem persoonlijk met de vrouw während de koorvoorten gehandeld had. Hij zei, mijn jong, die nog thuis bij ons is en met ons top de vormwirtschaft widerstelt, die zei mij dat hij van thuis weggaan wil, wanneer ik niet willig weer een pick-up te kopen. En dan maak ik de entscheidung dat eer ik onze jong doorwegen van thuis weggaan laten word, dan word ik een pick-up kopen voor hem, zum Brocken. En ik zelfs word, wanneer mij dat te weit weer met mijn Piet wohan te voeren, naar de Kirche oder zest wohan, dan word ik mij van arm doorhaan vieren laten met onze pick-up. Durch dat toelaten, dat oud-kolonien op de Manitoba en Noordkolonien ook koorvoorten brokken durven, geeft het nu al 3 verschillende groepen van oud-kolonische gemeenten in Latijns-Amerika. Eine oud-kolonische Gruppe von Gemeinden hält noch immer streng fast an ihrem menschlichen Verbot von Traktors mit Komreifenräder und Koorvoorten. Eine zweite Gruppe von oud-kolonische Gemeinden erlaubt all Komreifenräder und Traktors zu brocken, hält aber noch immer fast an ihrem menschlichen Verbot Koorvoorten nicht brocken zu dürfen. En eine dritte Gruppe von oud-kolonische Gemeinden erlaubt all beides, Komreifenräder und Traktors und auch Koorvoorten. Als ihr Schmeiß kriegt alle ooms in der Manitoba-Kolonie auch Pickups fuhren, dann wird einige von an dort immer anmerken, dat noch immer viel oud-kolonische Brüder als uitgesloten halten, wann sie nu kriegt datzelfde deiden, wo wir in diesem Mal uitgesloten worden wären. Lothar vertelt wie nochmal von, wo diese Frau während dat Uitschlussbrocken zum verzekerde Brüder vom Koorvoorten weg te holen en de oud-kolonische Manitoba-kolonie en Chihuahua met de tijd geregeld worden is. Aber nu eerst van wat heeft de algemene conferentie ihre Arbeit bij Cuauhtémoc, Chihuahua daartoe bijgedragen dat zich in onze Geschicht zoveel geändert heeft, besonders in oud-kolonie en kleingemeente ihren Schulwesen. Wir hadden dit vielleicht al lang einmal vertalen sollen. Aber ich feilt, für die meeste von uns wordt dat, wanneer wir nu von der Konferenz ihre Arbeit in Chihuahua vertalen wollen, vielleicht besser verstehen können, wanneer wir erst dort vertalt haben, was wir bis hier all vertalt haben. Die allgemeine Konferenz ihre Arbeit hat in Chihuahua mit oud-kolonische Families top, so wie langsam ein einigermaßen gutes Schulwesen entwickelt. Sehr viel oud-kolonische Eltern haben ihre Kinder eine bessere Schulbildung geben lassen an der Konferenzschulen. Aber nicht mal hat die Konferenz ihre Arbeit viel von unseren oud-kolonischen Familien sehr beeinflusst, aber auch das Leben von vielen Kleingemeinden. Wenn wir von der auf die ganze Konferenzarbeit in Kleingemeindearbeit mang der Old-Kolonie in Chihuahua zurückkijken, dann ist das klar zu machen,
dort durch diese ihre Arbeit an unserem Denken und an unserer Geschichte viel Änderungen geworden sind. Und nu wollen wir uns mal viel von Sachen vertalen, die durch in Chihuahua und die Kolonie Mennoniten ihre Kolonien passierten, durch die Konferenz gemeint ihre Arbeit, erst 1957 bis 1963 hauptsächlich mankte Russländer in Plautdietsch, wo aber auch all adelige kolonische Familien nur die Chih kamen, und dann von 1963 an mankte die Kolonie. Erst ab den Quinta Rancho, und dann later auch die Steinreich ab der Forum, Campo 38,5, en Berwalde Campo 107 en en Blumenau Kilometer 11. Wir hadden uns al einmal davon verteld dat in de 1920 Jahren auch uit Russland so wie 50 mennonitische Families naar Mexico gekommen wären en dat von diese de meeste bald entweder naar Kansas oder naar Manitoba getrokken wären. En ook dat de wenige Russlandfamilies, die in Mexico blijven, sich eng in San Antonio de los Arenales oder ab der Santa Clara Siedlung toesmüken. Die zwei von den Russlandfamilies, wat man de Santa Clara Sommerfelder trokken, sloten sich da auch de Sommerfelder Gemeinde an. En de Russlandfamilies, wat sich in Plautdietsch toesmüken, die versuchten sich die oldkolonische Gemeinde ab der Manitoba-Kolonie anzuschließen. Aber dort war nicht. Ich weiß nicht kreig alle Ursachen an, die zu dem Anschluten im Stich stunden, aber ich habe unsere Vaters noch etliche Mal davon vertalen gehört, und nur dem, was ich hört, dann wird dort hauptsächlich da werden, dass die oldkolonische Gemeinde von den Russländern dort Versprechen haben will, dass sie dann auch keine Kurfahrten erfahren würden, wenn sie als oldkolonische Glieder abgenommen worden würden. Und so ein Versprechen wollen die Russländer scheinbar nicht merken. Die Gosen-Familie und die Teusen-Familie brauchten bei den Sommerfeldern nicht so ein Versprechen geben, weil das Kurfahrten ja in dieser Gemeinde nicht verboten wäre. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von der Allgemeinen Konferenz ihrer Arbeit in Chihuahua, Mexiko. Was nächstes Mal? Ich sehe George Reinlenda.